Jedes Jahr werden in Rom neue Schweizer Gardisten vereidigt. Das Jahr steht das Baselbiet besonders im Fokus. Ich, Ellenbogen Frank, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unser heiliger Thron helfen. Der Carlo Frey aus Gelterkinden weiss, warum er sich für den Dienst in der Garde entschieden hat. Als Gläubiger mit dieser Überzeugung eigentlich, ja, ist das die grösste Ehre, die man machen kann, wenn man für so etwas sein Leben dürfte hingeht. Aber auch für die Baselbieter Politik ist das ein besonderer Anlass. Wir hatten gerade vor der Audienz mit dem Papst gehabt. Das war sehr bewegend. Für das Leben schwören, auf die Fahne, den Papst zu verteidigen mit ihrem Leben, das ist schon auch sehr eindrücklich. Eine Reportage über das Baselbiet bei der Schweizer Garde. Oberwil, 4 Tage vor der Vereidigung der neuen Schweizer Gardisten zu Rom. Die Vorfreude beim Landratspräsident Pascal Rif ist gross. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt auf Rom gehen darf mit dieser Delegation. Ich bin sehr gespannt auf die vielen Menschen. Es sind etwa 400 bis 500 Leute, die anreisen aus dem Baselbiet. Ich denke, das gibt eine ganz tolle Stimmung. Und ich bin sehr gespannt auf die Vereidigung der Schweizer Gardisten. Ist das Highlight vor dem präsidialen Jahr? Es gehört sicher zu einem der grossen Highlights, das darf ich sicher sagen. Für den Pascal Rif ist es nicht das erste Aufeinandertreffen mit der Schweizer Garde. Als ehemaliger Präsident der Synode der römisch-katholischen Landeskirche Basel-Land kennt er den Vatikan gut. Es gibt sicher noch einen anderen Blick hinter die Kulissen, auch gerade wenn die Familien da sind von den Gardisten. Also ich denke, es gibt dann noch eine andere Bereicherung und einen anderen Blickwinkel auf den Vatikan und vor allem auf die Schweizer Garde. Guten Morgen. Liebe Schwestern, liebe Brüder. 4 Tage später sitzt Pascal Rif schon in der Messe zu Rom. Angereist aus dem Baselbiet ist auch die Regierungspräsidentin Monika Gschwind mit 5 Regierungsräten. Das Kasernengebäude der Schweizer Garde stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Für eine Messe sei das eine einzigartige Kulisse. Ja, das Schöne ist natürlich, jetzt in diesem Innenhof den Gottesdienst feiern mit so vielen Leuten. Es sind etwa 600 Gäste, die hier waren. Bei diesem wunderbaren Himmel, bei diesem Wetter. Das war jetzt wirklich sehr schön, sehr feierlich. Viel Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten, bleibt nicht. Das Programm ist dicht. Eine Führung durch den Vatikanischen Palast steht an, geleitet von einem Schweizer Gardist. Schauen wir auch die Rüstung an, wie dann morgen. Da gibt es so eine Ehrenformation von zwischen 20 und 30 Kameraden, die dann während der ganzen an Weihnachten nur für die Sagen. Die Baselbieter Delegation besucht auch die Sixtinische Kapelle. Normalerweise wäre die am Sonntag zu. Nach dem obligatorischen Erinnerungsfoto vor der historischen Kulisse geht es zum Baselbieter Apero. Und hier darf auch der höchste Schweizer, der Nationalratspräsident und Urliestler Erik Nussbaumer nicht fehlen. Die Eröffnung des Apero übernehmen aber die Stadtmusik und die Stadtharmonie laufen. Der Apero ist nach diesem ereignisreichen Morgen mehr als willkommen. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Nachmittag endet der Tag mit einem Highlight, auch mit der Unterstützung aus dem Stadtkanton. Ständeratspräsidentin Eva Herzog, Nationalratspräsident Erik Nussbaumer und Bundespräsidentin Viola Amherd. Eine höhere Schweizer Vertretung gibt es gar nicht. Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer vom Sacco di Roma. Am 6. Mai 1527, also vor fast 500 Jahren, haben die Schweizer Gardisten den Papst während der Plünderung von Rom, Sacco di Roma, beschützt. 2 Drittel von den insgesamt knapp 190 Schweizer Gardisten sind in diesen Kämpfen gestorben. Der Rest hat dem Papst sicher zur Flucht verholfen. Das ist der Ursprung der Legende rund um die Schweizer Garde. Auch für den Pascal Rif ist das ein besonderer Moment. Das war sehr feierlich. Da geht es eben am Gedenken an Sacco di Roma, Plünderung von Rom. Ich denke, die Rituale sind wichtig, um sich zu vergegenwärtigen, warum die Schweizer Garde eigentlich noch da ist, was die Aufgabe der Schweizer Garde ist. Und der Kommandant hat seinen Anspruch auch sehr gut
halt aufzeigt in der heutigen Situation mit dem Krieg, den wir leider haben, in den bekannten Ort, dass es eben umso wichtiger ist, dass man sich für den Frieden, für die Liebe einsetzt. Das war sehr bewegend. Am nächsten Morgen startet der Tag wie gehabt. Eine Messe, diesmal aber im Petersdom. Der ist extra gesperrt für die Delegation. Nach der Messe kommt dann ein ganz spezieller Moment für den Pascal Rif. Die Kameras müssen aber draussen bleiben. Wir hatten gerade vor der Audienz mit dem Papst gehabt. Das war sehr bewegend. Das sind einerseits die neuen Schweizer Gardisten mit der Familie und die offizielle Delegation vom Kanton Basel-Landschaft durften zum Papst gehen. Er hat einen kurzen Anspruch gehalten. Das war sehr, sehr bewegend, emotional. Es war auch herzig, wie man mit den Kindern umgegangen ist von der Familie der Schweizer Gardisten. Also, geistig ist er wirklich noch topfit, körperlich merkt man, hat es nicht ganz so einfach. Und dann haben wir uns kurz begrüßen, die Hand geben und haben dann noch ein Sagen gekriegt. Auch für die Baselbieter Regierungspräsidentin ein Highlight vom Wochenende. Das war natürlich schon die Audienz beim Papst heute Morgen. Also, das ist etwas, was man nicht erwarten darf. Das hat stattgefunden und es ist einfach eine unglaubliche Person, die ich kennenlernen durfte. Ganz kurz natürlich. Für die politischen Vertreter ist der Höhepunkt bereits vorbei. Carlo Frey steht es ihnen aber noch bevor. Der 20-Jährige aus Gelterkinden ist neu in der Schweizer Garde und wird heute noch offiziell vereidigt. Der Grund, wieso junge Burschen in die Garde gehen, sind verschieden. Die Verantwortung, die man bekommt, schon in diesem jungen Alter, hier, wenn man ein Postenchef ist, schon relativ am Anfang für den ganzen Posten zuständig ist, das haben wir jetzt auch nicht in jedem Beruf schon, würde ich mal so meinen. Und auch für das weitere Leben, die Ausbildungen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht auf dieser Branche bleibt, es gibt viele, die etwas ganz anderes machen nachher, ist trotzdem eine Lebenserfahrung. Aber für die Sicherheit des Papstes zu sorgen, ist für Carlo vor allem eine Frage vom Glauben. Wenn man es aus der Sicht des Glaubens anschaut, dann ist ja der Heilige Vater Stellvertreter Christi auf Erden. Und in dieser Hinsicht gibt es jetzt als Gläubige mit dieser Überzeugung eigentlich, ja, ist das die grösste Ehre, die man machen kann, wenn man für so jemanden auch sein Leben dürfte, hegen in dem Sinn. Also macht jetzt für jemanden, der halt nichts mit dem Glauben zu tun hat, vielleicht nicht so Sinn. Dann denkt sich, ja, eben, keine Ahnung, was macht er da, oder? Hat er auch wieder einmal ein bisschen Angst gemacht, mit seinen Vorhaben und mit seinen Ideen. Gelterkinder. Der Sohn Carlo wird dem Gerti und dem Guido, seinen Eltern, für mindestens 26 Monate fehlen. Und wenn es sein muss, sein Leben geben. Ja, also nicht direkt, nein. Also ich habe ein riesiges Vertrauen darin, dass sie sind eigentlich an einem heiligen Ort. Also es ist eigentlich der Ort der katholischen Kirche, wo die Grabstätte vom heiligen Petrus ist. Und also sie haben ja auch Patronen, wo sie beschützen. Also ich vertraue auf das. Ja. Der Carlo sei schon immer sehr pflichtbewusst und ordentlich gewesen. Die strengen Strukturen passen zu ihm. Ich finde es genial. Also ich habe einen riesen Stolz. Ich glaube, ich bin stolzer als die zwei. Weil es ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, wir wissen schon auch von Familien, wo mehrere Söhne in der Schweizer Garde schon gesehen sind. Aber dass jetzt beide so miteinander dort sind, das ist schon toll. Ein regelrechtes Powerplay von der Familie Frey. Und Carlo, sein Bruder, ist schon letztes Jahr der Schweizer Garde beigetreten. Ja, also ich bin sogar im gleichen Zimmer mit ihm. Ich habe ein Zweierzimmer. Es hat gerade so gepasst, weil er, der vorher drinnen war, ist heimgegangen, wo ich gekommen bin, also im März. Und also es ist sehr toll, weil ich ihn jetzt auch ein Jahr lang nicht gesehen habe. Er ist schon letztes Jahr eingetreten. Und jetzt plötzlich haben wir wieder sehr viel Kontakt. Wir gehen zusammen zu Nacht essen, aber auch mit anderen Kollegen. Und es ist noch schön, einfach wieder ein Stück Familie halt so gesehen. Und ich wäre auch in den Garten gekommen, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur wegen ihm da bin. Aber natürlich ist es einfach schön, wenn jetzt noch ein Teil der Familie auch da ist. Am Punkt 5 ist es dann soweit. Die Vereidigung der insgesamt 34 neuen Schweizer Gardisten aus der ganzen Schweiz. Die rund 400 geladenen Gäste sitzen im Cortile San Tommaso bereit. An 14. Stelle legt der Carlo Frey seinen heiligen Schwur dann ab. Ich, Ellenbord Frank, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde,
gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patronen helfen. Auch für die Monika Gschwind ist das ein besonderer Moment. Die Schweizer Garde ist ja die Leibgarde vom Papst. Und zu sehen, eben, wie sie die neuen Rekruten vereinigen, wie die auf ihr Leben schwören, auf die Fahne, den Papst zu verteidigen mit ihrem Leben, das ist schon auch sehr eindrücklich, muss ich sagen. Die jungen Männer, Hut ab. Im Kanton Basel-Land zählt die katholische Kirche rund 63'000 Mitglieder. Das macht gut 20% der Gesamtbevölkerung aus. Dass sich der Kanton Basel-Land mit rund 80'000 Franken an den Festlichkeiten zur Vereidigung der Schweizer Gardisten beteiligt hat, ist für den Pascal Riff trotzdem gut investiertes Geld. Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, wir geben sehr viel Geld auch für kulturelle Institutionen aus. Wir zahlen 10 Millionen pro Jahr an den Kanton Basel-Stadt. Und man tut wegen dem nicht alle kulturellen Institutionen in Frage stellen. Und das ist eine gute Gelegenheit, dass sich der Kanton Basel-Land schafft, in der Schweizer Garde und eben auch mit dem eine weltweite Ausstrahlung kann, erreichen und sich so präsentieren. Präsentiert hat sich der Kanton Basel-Land zu Rom jedenfalls von seiner besten Seite. Ob mit Häpple und Aperol Spritz oder mit gottestreuer Manneskraft.